Die Spinnen, die Amis. Kürzlich habe ich einen Bericht gelesen von neu gezüchteten Wollmäusen. Unglaublich. Und jetzt haben sie auch noch einen vor 10'000 Jahren ausgestorbenen riesigen Urwolf wieder zum Leben erweckt. Und das glaubst du jetzt nicht. Als nächstes wollen sie das Mammut aus der Eiszeit auferstehen. Was kann da schon schief gehen? Hey, ciao zusammen von unten hier. Herzlich willkommen aus Kalifornien. Wir stehen heute auf dem Tower 19. Und das ist durch den Winter übrigens ein ganz beliebter Surfspot. Zuletzt haben wir uns ja ein bisschen eingeschossen auf geopolitische Ereignisse. Und ich habe für das nächste Video bereits wieder eine Bombe aus der Weltpolitik parat. Aber sozusagen als Durchschnauferli habe ich zur Auflockerung mal ein anderes Thema aufgegriffen. Was meint ihr? Seid ihr auch dabei? Cool, los geht's. Vor wenigen Wochen haben zwei winzige Mäuse, die aussehen wie Mini-Mammuts, die Wissenschaftswelt auf den Ring gestellt. Chip und Dale haben sie getauft. Die kleinen Labormäuse, hier sagen sie eine Woolly-Mais oder eben Wollmäuse, haben dank Gentechnologie ein dichtes, goldbraunes Fell wie ein Mini-Mammut. Das Ziel war, eine potenziell bessere Kältetoleranz zu erreichen. Dazu haben sie 7 Gene verändert, um das Fell und den Fettstoffwechsel anzupassen. Wieso aber diese Kälteanpassungen? Die Forscher haben das grosse Ziel, schlussendlich das Länghaar-Mammut aus der letzten Eiszeit wieder zu beleben. Hinter dem Forschungsprojekt steckt die Firma Colossal Bioscience aus Texas. Mit den Mäusen zeigen die Forscher der Welt, schaut, was wir alles können. Ein cleverer Schachzug, um Neugier und Investoren zu gewinnen. Colossal Biosciences ist eine Bude aus Dallas, Texas. Die sind 2021 gegründet worden und seitdem knüppeln sie an Science-Fiction herum. Ihre Mission sei es, ausgestorbene Tiere wie das Wollhaar-Mammut zurückzubringen und bedrohte Arten vor dem Aussterben zu schützen. Die Firma ist von 2 Partnern gegründet worden. Einerseits von Ben Lamb, einem Unternehmer. Sein Talent ist das Beschaffen von Kohle. Er weiss, wie man Investoren begeistert. Der zweite Mitbegründer ist George Church, ein weltberühmter Forscher von der Harvard-Universität. Er sei ein Pionier in der Gentechnik. Und eben jetzt, nur kurz nach den Wollmäusen, haben sie die zweite, noch viel grössere Newsbombe platziert. Sie haben den Urwolf, auf Englisch Direwolf, wiederbelebt. Also ein Tier, das sage und schreibe 10'000 Jahre lang ausgestorben war. Der Urwolf oder Schattenwolf, wie er manchmal im Deutschen genannt wird, hat während der letzten Eiszeiten in Nord- und Südamerika gelebt. Das war die Zeit von etwa 2,5 Millionen bis 11'000 Jahren. Riesige Gletscher haben den Norden Amerika und Europa bedeckt. Südlich vom Eis hat es weite offene Graslandschaften gehabt. Das Klima hat schon dann ziemlich geschwankt. Wer hätte das gedacht? Mal war es Tausende von Jahren arschkalt, dann aber während Tausenden von Jahren auch wieder mild. Genau in diesen Bedingungen hat sich auch das Mammut pudelwohl gefühlt. Amerika war ein Paradies für Jäger wie der Säbelzahntiger oder eben der Urwolf. Und jetzt hat Colossal eben verkündet, dass sie die ersten 3 Urwölfe aus dieser Zeit wiederbelebt haben. Beth Shapira, wissenschaftliche Leiterin bei Colossal Biosciences, hat gesagt, die Geburt von diesen 3 Tieren sei die erste erfolgreiche Rettung von einer eigentlich ausgestorbenen Art. Wir erschaffen funktionale Kopien von etwas, das früher mal gelebt hat sie gesagt. Ich finde es so extrem spannend, wie sie das hergebastelt haben. Sie haben die DNA von einem Grauwolf genommen, dem nächsten Verwandten vom Direwolf. Dann haben sie Urwolf-DNA von 2 Fossilien isoliert. Von einem 13'000 Jahre alten Zahn aus Ohio und einem 72'000 Jahre alten Ohrenknochen aus Idaho. Dann haben sie die DNA-Stränge miteinander verglichen, also vom heutigen Grauwolf und dem Urwolf. Und zu 99,5% waren die dann auch identisch gewesen. Aber sie haben ja Unterschiede in 14 Genen gefunden. Und die machen also den Unterschied aus zum Urwolf. Grösserer Körper, weißes Fell, ein breiterer Ring und ein stärkerer Kiefer. Zum eigentlichen Wiederbeleben haben sie einem Grauwolf bestimmte Zellen im Blut genommen und DNA isoliert. Mit präziser Gentechnik haben sie dann genau diese 14 Gene verändert und haben dann diese modifizierte DNA zurück in Grauwolf-Eizellen gepackt.
Im Labor sind daraus Embryonen entstanden. Und die haben sie einer Leihmutter eingesetzt. In diesem Fall waren es Jagdhunde-Mischlinge. Nach nur 65 Tagen Schwangerschaft sind die Welpen via Kaiserschnitt auf die Welt gekommen. 3 der Romulus und Remus im Oktober 2024 und die Wölfin Khaleesi im Jänner 2025. Die 3 Urwölfe leben zurzeit in einem riesigen 2000 Hektar grossen Freigehege. 2000 Hektar, das ist so gross wie ca. 2800 Fußballfelder. Das Ganze ist irgendwo im Norden der USA. Wo genau hält Colossal streng geheim, um die Tiere zu schützen? Das Ganze ist faszinierend und gleichzeitig auch beängstigend. Die Frage ist, wo hört man auf? Und was ist mit dem Menschen? Wollige Mäuse sind herzig und irgendwie harmlos. Urwölfe sind hingegen schon einen Zacken krasser. Und was kommt als nächstes? Säbelzahntiger, Dinosaurier, spielt da Colossal nicht mit dem Feuer. Ihre Gentechnik ist auf alle Fälle mächtig. Und wenn die Technologien erst einmal da sind, geht es normalerweise immer weiter. Colossal selber zögert vielleicht bei der einen oder anderen Anwendung. Eine andere Bude vielleicht nicht. Man kann stimmen. Die grosse Frage ist dann auch, was ist mit Menschen? Könnte man auch einen neuen Menschen mit Wunscheigenschaften klonen? Colossal sagt, sie haben daran kein Interesse. Aber theoretisch wäre der Einsatz am Mensch natürlich möglich. Oh, jetzt muss ich gleich checken. Bekomme ich heiß bei diesem Thema. Was haben sie als nächstes geplant? Sie haben eine ganze Liste mit ausgestorbenen Arten, die sie zum Leben erwecken wollen. Aber das nächste grosse Ziel ist gemäss Ben Lamb das Wollenmammut. Sie forschen mit Elefanten-DNA und Knochen von Mammut. Im 2028 wollen sie das erste Mammutkalb präsentieren. Als Stockfilmer frage ich mich immer, was ist die wirkliche Story? Und hier ist das für mich, wie man damit am meisten Geld machen kann. Offiziell habe ich keine Infos dazu gefunden, aber rein aus Gewunder habe ich für mich ein paar Annahmen aufgeschrieben. Erstens Medizin als Goldgrube. Colossal selber sagt, dass die Gentechniken, die sie entwickeln, könnten in der Medizin eingesetzt werden. Zum Beispiel könnten die helfen, um Krankheiten wie Krebs zu bekämpfen, zum Organzüchten oder für seltene genetische Krankheiten zu heilen. Zweitens Kinderwunsch. Die Idee, dass Colossal mit ihrer Technik beim Planen von einem Kinderwunsch hilft, ist theoretisch denkbar, weil sie ja an Fortpflanzungstechnologien forschen. Das könnte doch auch bei Menschen helfen. Aber hier wird es knifflig. Colossal hat nie gesagt, dass sie in diese Richtung gehen wollen, weil das Thema ist ethisch und rechtlich ein Minenfeld. Dann drittens Jurassic Park. Ein Vergnügungspark mit Mammuts und anderen Tieren aus der Vergangenheit könnte man sich ja gut vorstellen. Auch Colossal redet davon, ihre Tiere in einem naturnahen Reservat zu zeigen. Die Hürden betreffend Bewilligung und Tierschutz sind aber noch ziemlich gross. Dann viertens Conservation Tech. Bereits bekannt ist, dass Colossal ihre Technik anbietet, um bedrohte Arten zu retten, wie das Klonen von Tieren und Populationen wieder zu erhöhen. Da zeigen sich vor allem Zoos und Regierungen interessiert. Grundsätzlich hoffen die Investoren, dass irgendwie ein Geschäftszweig in absehbarer Zeit irgendwie gross wird einschlagen. Was sagt ihr jetzt zum Thema? Sollen die da unbedingt weiterforschen oder meint ihr, die spinnen doch, die Amis? Voilà, dann würde ich sagen, das war es für heute. Merci fürs Zuschauen. Herzlichen Dank für alle eure Grüße, die von überall aus der Schweiz kommen und sogar verteilt über die halbe Welt. Liebe Grüße, Retour. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.